Wir sind zurück bei Pokémon Legend Arceus. In der heutigen Ausgabe wollen wir uns die restlichen Inkognito schnappen, die uns noch fehlen. Gemäß dem Inkognito-Dex. Und zwar ist es so, 8 Stück haben wir bereits mal gefunden. Das waren meistens solche, die man sowieso, sobald man die Orte gelangt, sofort gesehen hat. Andere Inkognito hingegen sind eher schwierig aufzutreiben. Und um die soll es in dieser Folge vor allem gehen. Ich habe mich dafür ein bisschen vorbereitet und habe auf jeder Karte, die man halt hier im Deck so sieht, beziehungsweise im Arceus Phone, habe ich halt die Stellen markiert und die gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Das geht schneller als man meint. Erstmal, das erste Inkognito, wenn wir schon mal in Jubelstadt sind, ne, Jubeldorf, Entschuldigung. Das erste wäre direkt hier hinten, was man auch relativ schnell und einfach sieht. In meinem Fall, wie bereits erwähnt, habe ich es bereits gefangen, deswegen müssen wir hier nichts mehr machen. So, soll heißen, ich kann das bereits hier mal vom Stempel entfernen. Dann hier, was so schön markiert ist, ist direkt hier oben im Galactic Hauptsitz. Hier soll es ein Inkognito haben. Ja, es hat eins und zwar ganz oben. Man sieht es von hier aus, ne, man sieht es nicht. Und zwar, wir erinnern uns, es gab da so eine Szene. Das war, glaube ich, ziemlich Ende der Hauptstory. Wo den Boku mit uns quatschen wollte und wir zu oben auf dem Dach waren. Seitdem waren wir nie wieder dort. Ist aber eigentlich relativ einfach zu erreichen. Geht einfach hier hoch und dann hat es rechts eine Türe. Links keine, okay, gut. Hat es rechts eine Türe und so kommen wir auf die Dachterrasse. Jetzt ist es natürlich so, man würde sich vielleicht denken, hä, hier müsste irgendwo sein. Nee, ich muss einmal rundherum. Hier hinten ist das Inkognito. Und die fangen wir uns mit hoffentlich Hyperbällen. Ich habe jetzt noch ein paar gekauft. Hallo? Controller? Okay, mein Controller spuckt gerade ein bisschen. Entschuldigung. So. Zum Glück fliehen die ja nicht. So, das hätten wir. Jetzt mal so ein bisschen schneller hier mit der Flugreise. Denn wir müssen zum Tor runter, wie man da unten sieht. Und zwar, an dem bin ich schon so oft vorbeigerannt. Aber ist auch fies versteckt. Muss man da ganz kurz dazu erwähnen. Und zwar, wenn wir hier sind, ist da oben eins. Echt fies versteckt. Tja, das waren die 3 Inkognito, die wir hier haben. Sieht man die jetzt hier eigentlich in Dex auch? Jo, sieht man auch schon. Die 3 Inkognito, die es hier gibt in Jubeldorf. Jetzt geht es gleich weiter mit dem Obsidian Grasland. Im Obsidian Grasland findet man die Inkognito an den mit Stern markierten Stellen. Hat also hier auch ein paar. Und aber auch hier haben wir schon ein paar gefunden. Noch nicht so viele, aber ein paar schon. Und ich würde sagen, ich gehe mal links herum und dann treffen wir uns hier rechts wieder, wa? Also erstmal zum See der Wahrheit. Und das doch relativ flott geht. Fliege einfach mal direkt hin. Dann wären wir auch schon da. Und zwar hier das Inkognito. Wäre, wenn man es noch nicht, Entschuldigung, wenn man es noch nicht gefangen hat, direkt hier hinten. Ich glaube mir zu erinnern, dass es sogar einfach hier rumstand, ohne dass irgendwas besonders war. Es war irgendwie ein bisschen seltsam, aber ist so. Hätten wir das auch. Dann das hier unten, da gehe ich jetzt mal von dem Punkt aus. Beim Damm zu. Beim Damm ist es, ja, sagen wir mal so, es ist jetzt nicht, falsche Richtung, eigentlich jetzt nicht so speziell versteckt und doch irgendwie genial. Also wenn man es nicht speziell weiß, dass dort ein Inkognito ist, ich glaube, es ist schwierig, es zu entdecken.
Und zwar, na, wo bist du? Wo bist du? Da hinten. Krass, war. Liegt einfach so da und keiner sieht's. Sehr gut, hätten wir das auch. Dann gehen wir direkt mal zum Kampffeld. Der hier ist so gut versteckt, ich bezweifle, dass das überhaupt irgendjemand finden könnte, wenn er nicht explizit danach sucht. So, weil, ich bin schon wieder ein bisschen Was hat das gerade gesehen? Seht ihr da? Gerade dran vorbeigeflogen. Sag mal. Steuerung mit Wasserquelle ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da, ich fliege gerade da vorbei. Dank Boss, geht das einigermaßen? Ich hoffe, er kann da oben stehen bleiben. Okay. Das X markiert das Ziel. So. Dann geht's weiter mit dem Obsidian-Wasserfall. Der ist auch nicht schlecht versteckt, muss ich auch zugeben. Ich glaube, ich muss da entlang. Ja, die Strecke kenne ich eh besonders gut. Da habe ich sehr viele Shaniras besiegt zum Leveln. Shanira generell kennt man ja aus Pokémon-Spielen, sind natürlich genial zum Leveln, dank ihren vielen Erfahrungspunkten, die sie geben. Geht's noch ein bisschen schneller, Michael, dankeschön. So, beim Wasserfall. Wollen wir doch mal gucken. So, und ich glaube, hier war es so, dass man es auf den ersten Blick gar nicht so richtig sieht. Genau, das müsste auch eins sein, was sich hier irgendwo dazwischen versteckt. Ah, da unten ist es. Dankeschön. Gut, dann das nächste beim Strapazenheim. Auch das ist eins, was man leicht übersehen kann, so ähnlich wie das hier. Obwohl man, wenn man eigentlich weiß, wo es ist, sich dann vielleicht irgendwie so denkt, hä? Aber das ist ernsthaft übersehen? Ja. Gehen wir ganz schnell hin. Meistens geht es ja doch relativ flott hier im Spiel. Dank Waschagwil. Hier geht es nicht weiter, hä? Doch. Ihr sinkt ja. Hui. Und zwar da. Aber ganz gechillt zwischen Ästen. Sollen wir dann irgendwie treffen oder so? Gut, es will nicht. Jetzt schon. Sind noch störrisch, wa? Und damit hätten wir... Oh, ich habe vergessen, Markierungen zu ersetzen. Hier haben wir dann auch schon wieder alle Korintho gefangen. Es geht weiter mit dem nächsten Gebiet. Im roten Sumpfland hat es einige Kognitos wieder mal. Und seien wir ehrlich, die sind mitunter auch sehr fies versteckt. Wie könnte es anders sein? Eines ist hier, ich versuche gerade doch richtig, ist bzw. wäre hier hinten, das haben wir damals, nein, stimmt nicht, wir haben es gar nicht gefangen, weil es einfach so frech, weil es einfach da sitzt. Das ist auch eines der offensichtlichen Inkognitos, die aber, glaube ich, erst später erscheinen, weil wir waren ja schon mal hier im Verlauf der Story und haben, glaube ich, einmal die Banditenschwestern getroffen, wenn ich mich richtig erinnere. Auch storybedingt. Dann gehe ich da weiter, gehe ich direkt hier hoch. Komm, ich gehe direkt da hin. Ich könnte eigentlich, wenn ich jetzt nicht allzu doof bin, einfach mal so eine Markierung setzen. Zumindest weiß ich ungefähr in der richtigen Richtung bin. Wie gesagt, dank Wasserquill geht es doch relativ flott, vor allem natürlich noch in den Turbo reinlegt. So, da sind wir auch schon fast.
falsch. Ich muss ganz kurz mit Snivos wechseln. So, und hier oben ist der gute da oben versteckt. Und nicht schlecht, war? Kann man wirklich sehr leicht übersehen, einfach dran vorbeilaufen. Aber nicht dieses Mal. Man kann natürlich auch normale Pokéball dafür nehmen, ne? Ist klar, aber dachte mir jetzt, komm. Kann jetzt auch mal die Hyperbälle nehmen. So, hier. Was würde hier abgehen? Ne? Hier wäre es... Oh, Moment, Markierung rausnehmen hier. Hier wäre es so, dass das Inkognito hier hinten beim Zelt wäre. Aber wenn doch schon, deswegen kann ich das jetzt mal ignorieren. Oder was? Doch nicht das, doch das war das. Da haben wir das mit den Zellen kommen bekannt vor. Ha! Wo ist es noch? Ja, die Markierung noch besser. Hier oben ist es. Das A-Inkognito. Aha. So. Jetzt hat es noch 2 da und da. Dann, sage ich mal, gehe ich von dem Punkt aus. Das im purpurroten Meer. Ja, erinnere mich gerade wieder. Das ist auch sehr fies versteckt. Ups. Obwohl, das kann man so schlecht. Damit hier ist hier, glaube ich, tatsächlich besser geeignet. Erstmal an ganz wilden Pokémon hier vorbei, plus an den Elite-Viechern, die mir sonst ziemlich nerven würden. Dann bin ich natürlich voll in die falsche Richtung gelatscht. Wie könnte es auch anders sein? Dann war das noch ein Stückchen weiter. Ne, noch der Wascherquell halt. So, und zwar war es nicht da, genau. Da oben hängt es einfach. Aber so miniaturieren, jetzt hängt es einfach da so ab und ich bin so oft hier vorbeigekommen. Und hab's immer wieder übersehen. Schon krass irgendwie, wa? So, und das letzte ist dann da unten. Also, dann natürlich doof. Die Pokémon hier in Legenden Arceus aber auch so aggressiv sind, wa? Naja, dafür kann man sie halt direkt fangen, ohne in den Kampf zu müssen. Was halt andere spielen wie... Ne, Banditenschwester, so. Was in anderen Spielen, wie zum Beispiel gerade aktuell mit Scald und Violet, natürlich ein bisschen anders wäre, im Sinn von... Ja, aggressiv sind sie zwar nicht mehr, aber dafür kann man sie nicht mehr direkt fangen. Man vermisst dieses Feature halt doch. Tja, das letzte Kommentar hier ist einfach hier ein Baumstumpf. Ist auch so ein Moment, wo man sich denkt, hä? Ernsthaft da drin? Und ja, ernsthaft da drin. So, hätten wir ja auch wieder alle Inkognito. Und es geht weiter mit dem nächsten Gebiet. Das Kobaltküstenland. Hier gibt es verhältnismäßig wenige neue Inkognito. Vor allem für uns jetzt aber doch schon... Naja, aber seht selbst. Erstmal haben wir hier ein paar Stellen, die, sag ich jetzt mal, doch eher schwierig zu erreichen sind. Und die schauen wir uns jetzt direkt mal an. Zum einen haben wir direkt hier unten bei den Schiffswrack ein Inkognito. Und zuerst werden wir uns natürlich irgendwie denken, hey, da beim umgestürzten Schiffswrack kann das sicher irgendwie unten durch. Und da unten wäre eins. Wenn man halt jetzt keine Ahnung hat, wo irgendwo eins sein könnte. Wäre das perfekte Versteck. Hier ist aber gar keins. Wo eins ist, da. Ein Schiff. Man sieht es sogar von hier hinten. Beim Mast. Beziehungsweise, jetzt bin ich natürlich vorbei auf der anderen Seite erst. Das heißt, mal ganz kurz hier. Bitte nicht die Knie brechen, Michael. Das wäre ganz cool. Da. Hängt einfach da so ab. Und spielt Galeonsfigur, aber irgendwie an der falschen Stelle. Naja, muss es selber wissen. So, hätten wir das hier. Dann geht's nach da draußen. Da haben wir vor einigen Folgen, es gab sogar letzte Folge,
Oder vorletzte einen der Jeans gefangen. Tornados, glaube ich sogar. Ne, Entschuldigung, Boreos natürlich. Ja, was wollte er los? Ich weiß gar nicht mehr. Wollte los, was glaube ich war. Und zwar, wenn mich nicht alles täuscht, hängt er hier, ja, man sieht ihn, einfach so an der Decke ab. Oder Wand, besser gesagt. Am Felsen. Er wirkt halt wie der Felsen der Brandung. Aha. Hätten wir damit auch. Dann geht es hier zum Großfischfelsen, wie so schön heißt. Der ist auch nicht schlecht versteckt. Haben wir aber damals tatsächlich auch schon gefunden. Und zwar ist er einfach so zwischen ein paar Felsen da eingeklemmt gewesen. Steigen empor, Waschaquil. Okay, höher wäre man es noch lieber gewesen. Aber gut, muss reichen. Den Rest macht dann Sneeboss. So, wir fliegen eigentlich direkt zu. Hier dazwischen wäre eben dieses Inkognito noch, falls man noch nicht gefangen hat. In unserem Fall haben wir das schon mal geholt. Ich weiß gar nicht mehr, welches es überhaupt war. Das müsstet ihr gerade nochmal recherchieren. Wir haben es, glaube ich, sogar damals gefangen, als wir hier storymäßig entlang kamen. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau, dann geht es weiter mit dem auf der Insel. Hier kann ich mich noch sehr gut erinnern, hier ist es beim Höhleneingang. Da unten ist noch das Elite-Vulnone, was immer wieder neu spawnt. Dann war es... Ne, ich glaube hier war es nicht. Es war... Da kommt gar nicht vorbei. Weil hier das Fliegen irgendwie ein bisschen buggy ist. Frage mich, keine Ahnung warum, aber es ist so. Da irgendwo war es und wir haben es dann doch nach einigen Versuchen noch gefangen. Irgendwo an der Wand hat es geklebt. Naja. Wir haben es ja, das ist die Hauptsache. Und dann kommen wir hier zum Quellenpfad. Da bin ich nicht ganz sicher, wie wir jetzt da am besten hinkommen. Fliegen wir dahin. Ist ein bisschen doof, dass es da irgendwie keinen eigenen, naja, Checkpoint gibt, sag ich jetzt mal. Ich verstehe es ja nicht so ganz. Huch. Aber es wird schon aus Entwicklersicht einen Grund gehabt haben. Okay. Dann ganz schnell dahin. Weil auch der, ja, ist tricky. Der kann wirklich sehr schnell und leicht daran vorbei gleiten. Jetzt müssen wir erstmal hier rein. Hier ist ja doch die Höhle der Umkehr. Genau, hier haben wir Giratina noch gefangen. Und hier unten, das haben wir nämlich damals übersehen, haben wir, man könnte sagen, Zwillingsbäume, weil beide gleich aussehen. Hier links und rechts. Und hier chillt's einfach. Naja, Ziel wäre natürlich auch noch was. Und wieder eine Inkognito für unsere Sammlung. Tja, ich würde sagen, nächste Station Kraterberg. Zurück beim Kraterberg und auch hier wollen wir uns noch einige Inkognito holen. Erstmal fliegen wir direkt dorthin, da ist ja einmal ein Höhleneingang. Einen, den man eigentlich relativ einfach sehen würde. Das war, glaube ich, sogar das erste Inkognito, was wir hier im Spiel damals gesehen haben. Und so erinnere ich mich noch daran, weil ich irgendwie gedacht habe, hey, wie kann man das denn fangen? Es hängt einfach nur so an der Decke und ich kann es irgendwie gar nicht abschießen, ich kann es gar nicht fangen, was soll das? Das war nicht hier?
Das war eigentlich so eine Zwischengasse. Ich glaube, hier war es und dann links. Kann das sein? Ich glaube fast irgendwo. Ich glaube, jetzt bin ich schon zu weit, aber kaum mal das erinnert mich an etwas. War es hier? Könnte hier gewesen sein. Auch hier hinten in einer Sackgasse. Ja. Ich glaube, es war hier oben. Hier oben ist ein Inkognito. Und ich habe so von dem Pokéball drauf geschmissen, dass nie was passiert, bis ich dann eben irgendwann gemerkt habe, hey, es klappt doch, man muss einfach nur irgendwie richtig zielen. Ach ja, unser erstes Inkognito. Wie könnte ich es vergessen? So, jetzt aber schnell wieder raus. Dann holen wir uns mal die anderen. Und zwar von dem hier in der Höhle gehen wir zum nächsten in der Höhle. Wir müssen immer zum uralten Steinbruch jetzt. Und das ist definitiv eins, wo ich jetzt mal behaupte, das sieht man beim ersten Mal nie im Leben. Besser müssen wir überhaupt im Steinbruch reinkommen. Ich glaube, hier auf der anderen Seite des Hügels müsste Eingang sein. Ja, da unten ist er bereits. Gehen wir jetzt in die Bude da rein, weil es, glaube ich, mehr Sinn macht. Hier drin ist eins. Nebst den ganzen Bronzungen und so. Und zwar sieht man es von hier aus? Nee, glaube nicht. Jetzt muss ich doch mal gucken. Da ist es. Wenn ich jetzt bloß irgendwie rankommen würde, das wäre noch ein bisschen tricky. Okay, muss ich glaube ich hier wirklich komplett mit Wasserquill da rauffliegen können, wa? Ja, macht glaube ich Sinn. Also da hinten ist es, ich muss also irgendwie da hochkommen. Jetzt könnte es funktionieren, wa? Nein! Nicht ganz. Im Gegenteil, fast tot. Natürlich jetzt die Frage, ich weiß, dass es da oben ist. Wie komme ich denn da sonst noch? So kann ich nicht emporsteigen, weil ich schon zu nahe dran bin. Aber hier müsste es funktionieren. Okay, hier müssen wir ein bisschen trickreicher sein. Ich weiß aber sonst nicht, rein vom Winkel her und so, wie soll ich denn da sonst? Ich könnte natürlich von da unten versuchen. Da habe ich auch keine Chance. Hier kann ich glaube ich irgendwie einfach nicht auf Snibuna, beziehungsweise Snibos, Entschuldigung. Kann ich gar nicht auf Snibos wechseln, weil vermutlich weil es so tief ist oder so, keine Ahnung. Wird schon einen Grund geben. Kann man vielleicht von hier aus? Nee, ich kann hier gar nicht. Kann ich irgendwie wechseln, wa? Von hier aus klappt's. Na gut, wir sind aber nicht von ganz nahe. Sind einfach überhaupt kommen mit Wasserquillen und dann direkt hoch. Ja, okay, so klappt's. Perfekt. Aber eben, wer kommt auf die Idee überhaupt von hier aus? Also. Und vor allem, wie kommen wir da runter? Und also drauf gehen natürlich. Fragen über Fragen. So, also definitiv irgendwie ein Inkognito, was sehr gefährlich ist. Wo man nur unter Lebensgefahr überhaupt holen sollte.
Das nächste in der Runde, was wesentlich einfacher zu holen wäre. Das müssen wir direkt hier oben liegen. Mit Snibos eh kein Problem, sind sogar ein paar Herrscher. Oh, Elite, oh. Ist der... Ah, gerade gesehen, da ist er. Da ist er. Chillt ja einfach seine Base. Alter Schwede. Ja, wir sind doof. So wird das nix. Ich brauche einen besseren Stand. Von hier aus vielleicht? Okay, ich glaube, das war ein bisschen Glücklich. Aber Hauptsache, es funktioniert. Beim Feenweiher, der eine oder andere wird sich daran erinnern, das war mit dieser PP-Side-Quest, hat es damit zu tun. Das ist eins, was wir damals einfach so gefangen haben, weil es war relativ offensichtlich, weil es liegt bzw. lag einfach in einer Blumenwiese. Klingt schräg, ist aber so. Und zwar haben wir direkt da drüben, stimmt es von den Koordinaten her? Ja, ziemlich sicher. Hier unten. Wenn man es noch nicht hat, liegt einfach hier irgendwo an die Inkognito im Blumenmeer. Und sich einfach schnappen kann. Na, Pipi? Und sogar so, was mir irgendwie noch ein Pi fehlen würde. Aber das mittlerweile, egal. Huch. Elite Pixie da drüben? Ich glaube schon, war. Naja. Lass mal in Ruhe. Hätten wir das also auch. Dann fehlt noch eins da drüben. Und das, naja, sagen wir es so. Man könnte es sehen, wenn man auch mal nach oben guckt. So haben wir hier drüben eigentlich einen schönen Pfad. Und dann wird es hier drüben ganz lustig. Hier, man sieht es bereits. Direkt unter Wascherquill ist es. Man kommt da aber auch ohne Wascherquill hin. Und deswegen kann man nämlich mit Snibos klettern. Ich habe nämlich immer gefragt, wieso kann ich mit Snibos auf diese Dinger klettern? Hä? Okay. Manchmal die Inkognito zu fangen ist ein bisschen schräg vom Spiel her. Aber auch es funktioniert. Tja, Freunde. Haben wir die auch? Es fehlt nur noch ein Gebiet. Wir gehen zurück ins verschneite Gebiet. Zeit für den Schlussspurt. Hier seht ihr noch, es sind im Weißen Frostland insgesamt 5 Orte mit Inkognito. 2 davon haben wir aber bereits. Wir gehen jetzt natürlich trotzdem nochmal ganz kurz ab. Und zwar von links unten nach oben, würde ich sagen. Erstmal müssen wir hier durchgehen. Und wir gehen zu einem Gebiet, da waren wir damals, als wir das erste Mal hier waren. Bin ich auch hier schräg durchgelatscht und dabei auf ein paar Elite-Punkte gestoßen, wie auch in Drukhari unter anderem. Es gibt hier einen zugefrorenen Wasserfall. Den müsste man gleich sehen. Genau, da ist er auch schon. Und hier findet sich ebenfalls ein Inkognito, das wir bereits haben. Ich weiß halt nicht mehr, welche Ebene es war. Ich glaube, es war hier drin sogar, wo ich gerade stehe. Es könnte aber auch hier oben gewesen sein, ein bisschen höher. Auf alle Fälle hier im Wasserfall, hier irgendwo ist Inkognito. Eben, es kann natürlich auch ein paar eben tiefer sein und so. Was sogar hier drin, ich weiß nicht mehr, aber es war auf alle Fälle hier. Das haben wir aber. Kommen wir zum nächsten. Das ist besser versteckt. Ist aber tatsächlich damals nicht gefangen, weil wir müssen eine Höhle. Die auch noch von starken Punkten bewacht wird, also aufgepasst. Ich muss hier ganz kurz über den Berg. Wascherquill, ich wäre froh, wenn ich da einfach rüber schicken könnte. Dankeschön. Hier irgendwo auf der anderen Seite hat es einen Höhleneingang. War der hier? Nee, aber fast. Wo war der jetzt? Ah, ich bin nicht falsch hier. Ich muss bloß an den scheiß Höhle finden. Ah, da vorne.
Hier schnell durchfliegen oder durchlaufen. Das sehen wir jetzt gleich. Ja, hier haben wir ein Elite 4-Mann-Tor. Und hier müsste es sogar sein, glaube ich. Da oben. Seht ihr es? Da oben ist es. Ein sehr gut versteckter Ort, muss ich zugeben. Und vor allem auch sehr gefährlich. Ja, natürlich jetzt ein bisschen doof. Ich hau mal ab. Tschüss. Moment, habe ich gerade 4-Tor gesagt? Oh. Ernsthaft jetzt. Hier haben die Pokémon durcheinander. Natürlich ist es kein 4-Tor gewesen. So. Dann hier ist sogar noch die Prüfung. Ja, servus. Ich habe aber keinen Bock auf die Prüfung. Im Gegenteil, ich will hier drüben hin. Hier hat es ein paar, sag jetzt mal, abgestorbene Bäume. Verdorrte Bäume, wie auch immer. An einem von denen hängt ein Inkognito. Der ist es nicht, da oben ist es. Es müsste das Fragezeichen Inkognito sein. Ihr versteht es ja nicht ganz, weshalb die Entwickler bei dem Ausrufezeichen und Fragezeichen Inkognito diese halbgeschlossenen Augen gemacht haben. Bis heute nicht. Vielleicht, also Ausrufezeichen war es, okay. Vielleicht hatten die sich irgendwie von wegen, oh, wir sind deswegen Depri, weil wir keine richtigen Buchstaben sind oder so. Keine Ahnung. Eines, was, denke ich jetzt mal, die meisten gefunden haben werden, ist beim Arctidas Eisblock. So, hier drüben. Das habe ich auf der Karte auch markiert. Das ist das hier. Weil es ist so offensichtlich, es ist einer dieser Eisblöcke. Es steht einfach drauf oder liegt drauf, wie auch immer. Auf einem von diesen, wenn man da halt drauf geht, dann ist es einfach da. Fertig. Ich glaube sogar... Nee, ist noch nicht der. Also auf so ein kleiner war sogar auf dem großen Hauptding. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht mehr, ob es auf dem kleinen oder hier auf dem großen Hauptding war. Auf einem von denen ist eben auch eins dieser Inkognito. Ganz einfach zu sehen. Ja, auf alle Fälle. Uns fehlt noch ein einziges. Und das ist das da drüben, was ich hier auch markiert habe, weil auch das, ja gut, ich meine, wann kommst du mal auf die Idee, dass du da hochkletterst? Und zwar genau direkt vor Waschaquil. Sieht man da oben einen großen Felsen, der doch sehr markant ist. Klar, wenn man ihn von hier aus sieht, können wir sich denken, hey, da ist doch irgendwas, vielleicht können wir mal nachgucken. Und wenn man das macht, dann entdeckt man ein Inkognito. Erstmal muss man ganz schnell dahin kommen. Zack, zack. Jetzt Niveaus hoch. Und dann, wenn ich mal endlich mal hier durchkomme, ist es da oben. Unser letztes Inkognito. Perfekt. Noch immer schnell markieren. Bei Professor Leven die Einträge abgeben und damit müsste auch der Eintrag vom Inkognito komplett sein. Wir sind jetzt 3 Pokémon gefangen, bitte gib mir einen Bericht darüber, ja? Wir sind in der Forschung ja gut voranzukommen, lass uns mal sehen. Faszinierende Punkte mit Informationen aktualisieren. Tja. Damals, Freunde, alle 28 Formen registriert. Inkognito, alles komplett. Wir haben hier, steht so überall eine Form und so, wir haben sie endlich alle. Und damit auch den kompletten Inkognito-Dex. Yeah! Was machen? Da brauchen wir fortsetzen ganz kurz. Wir haben mal ganz kurz hier gucken können. Inkognito-Dex, wir haben alle 28 Formen, sehr schön. Hier oben sogar einen Stempel, dass wir das auch komplett haben. Perfekt. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Video soweit weitergeholfen hat, für diejenigen, die noch nicht wussten, wo die Inkognito sind. Man findet zwar diverse Hilfen im Internet, aber da heißt meistens wegen, ja, an der Stelle, an der Stelle, an der Stelle.
Wo genau sie dann erst noch sind, was vielleicht noch irgendwie der Trick dabei ist, um sie echt zu sehen und so, das ist nochmal eine andere Geschichte. Zum Teil zumindest. Insofern, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video bei Pokémon Legenden Arceus. Ciao zusammen.